Goedemorgen. Ik had een paar aandachten terug, had ik mijn aandacht van de vrede die Christus ons gegeven heeft met de vrouw, als we de vrede hebben in Christus. En ik dacht dat we zeer goed denken ons te inzeken, als we de vrede hebben wils. Ik had mij Johannes 15 vers 11 gewählt als mijn tekstvers, wat te zeggen dat ik heb jullie gezegd dat mijn vrede in jullie blijven mocht. En wat God zijn verlangen is, dat zijn vrede in ons blijven dat zal een blijvende vrede zijn. En aan de boodschap Luther had Peter Kloosen de vrouw, als du de vrede, als de Jezus zijn vrede has. Het zal mij vrede uit de boodschap te horen. En vandaag Samariërs wil ik wieder reden van de vrede, maar vandaag wil ik reden van aanhouden tot de vrede. Hou aan de vrede en dan blijf standhaftig. Also, wat je God heeft een plan voor ons, en God wil hebben dat we zullen eerstens de vrede hebben in arm. Dat we ons zullen vrijen arm te doen. En hij wil niet hebben dat we zullen krumzooien over verschillende dingen, maar hij wil hebben dat we zullen volle vrede hebben. Zoals hij zei, dat hij wil hebben dat we zullen de vrede zal blijven in ons. En oftmals dan komen de omstandigheden in ons leven aan wat ons de vrede wegnemen willen. En eenmaal komt de vriend met verschillende dingen aan wat wordt lijken ons de vrede weg te stelen. Doorheen Rots wil ik vandaag ons moeten spreken dat we aanhouden aan de vrede. En einer heeft van veel mensen wat de middelen doen, met omstandigheden in hun leven, wat de komen doen, wat de vrede wegnemen. Dat had niet de vrede wat ze moeten gehad hebben. En doorheen is het zo nodig dat we aanhouden aan dat. Vasthouden aan de vrede. En hij wil ook gaan dat dit zal een blijvende vrede zijn in ons. En wat je God heeft een grote plan voor zijn kinderen, voor zijn mensen. En ik dacht gewoon, waar we ons eenmaal wat op een proef gesteld, met verschillende dingen, met omstandigheden in ons leven, wat ons eenmaal op een proef gesteld om te zijn, waar leg we worden losloten van deze vrede. En hij deed ook zo tot de Israëlieten, wanneer we lezen dan in het Oude Testament sogar, waar hij de Israëlieten raden deed van de slaverie. En hij proefde ook af hier wees, als hij op weg weer naar het verspreide land, waar hij het wil aanbrengen. Want we draaien nu 5 Mose 8 vers 2, daar deed hij ook van, waar hij ook op een proef stellen deed. Zijn volk, hij de broken kon, wil hij eerst zijn, waar die wieren. 5 Mose 8 vers 2 zegt, denk eraan, waar de Heer jullie God jullie 40 jaar op de lange reis door de wildernis leidt. En dan zegt dat, hij geeft jullie zware ervaringen. Zodat je God wat het houden deed. Hij zegt, hij geeft jullie zware ervaringen en proef jullie af. Hij wil jullie demütig maken. Dat hij zijn kan, wat van een aanstelling je houden. En of je woorden zijn geboten houden. So hier hebben we hier, deze ervaringen wat zij hadden, die kwamen van God. God leidt het toe, om het af te proeven zijn, waar ze worden wellig zijn om te doen. En hij wil het demütig maken. Dat is bij hem een wichtig ding, dat we niet hoogmütig zijn, maar demütig zijn. En wat je zei, dat bij ons ook afmoelt. We weten goed naar waar we staan doen. Want alles in ons leven is gelijk, alles gaat goed, gaat gelijk weg. Dan weten we dat waar we staan doen, wanneer zo'n zware tijden in ons leven aankomen. Dan komen de tijden in ons leven aan, waar we op een proef gesteld worden, om te zijn waar we werkelijk zijn. Waar we aangeworteld zijn in God. En in deze tijden komen niet wegen God wel eens wat slechter voor ons. No, dat is niet de weg. Dat is om te zijn waar we worden onze vrijheid houden in arm. En weet je, wanneer we dit verstaan kunnen, waarom dit passiert in ons leven, dan kunnen we het eens veel leichter aannemen. Dan weten we dat dit is voor een goede oorzaak. En we kunnen het lezen in de schrift, waar het van reden dat het ons tam gouden is, wanneer we die zware tijden gaan doen, wanneer het ook niet makkelijk is, maar wanneer we weten dat is voor God.
om ons af te proeven, zijn wo we worden bestaan komen. In 1. Petrus 5, vers 12, ik wil dat de boodschap meer de versen broken van 1. Petrus, de 4. kapitel. Da zegt Petrus, lieve vriend, want die verzekering dat je gonen maken, ook vierheid worden. Deswegen seid dat niet zo aan als van wat buiten je wanneer passiert. En kijken wat hier zijn, dat zegt dat is bloos om je geloven op de proef te stellen. Dat is waarom. Om ons geloven op de proef te stellen. En ik dacht gewoon, als ik aan dat denken deed, ik rijd me aan deze boodschap, eenmaal wanneer we hier en doen, wo kinderen in de school gaan doen, want ze hebben was ze tijd geleerd, dan wordt een test verlegd, dan zijn wo ze doen en wat ze geleerd hebben. En gaan ze een test en gaan ze marks dafür, wat ze gedaan hebben. En dacht ik, weet wo we worden komen, ons wordt geproefd en ons wordt gemarkt, doen wo we weer in ons geloven, wanneer we durch schwere tijden gaan doen. En dan dacht ik, was aan mij, eens die tijden, dan braucht ik kwestie zeer veel, dan word ik moedloos. Dan verlier ik de vrijheid. Ik wil eens vielleicht gewoon 40% kriegen. Maar mir soll ein Test vergelegt worden dafür. Und das ist von der Ursache, dass wir zu sein stehen, wo wir sind, wo standhaftig wir sind, wo leicht verlieren wir diese Freiheit. Auch Jakobus, der schrift auch einen Schau von, er sagt, meine Brüder, er nennt die Brüder, so dass die hier, das sind die Christen. Er sagt, meine Brüder, nehmt dort mit Frieden an. So das ist sehr leicht zu tun, wenn er sagt, wir sollten mit Frieden annehmen, wenn die auf verschiedene Wege geprüft und versucht wurden. So das sollen wir mit Frieden annehmen. Ich kann auch kennen von den Menschen, die hier sagen, das freut mich, das will ich durchgehen. Das sind Dinge, die in meinem Leben ankommen, die schwere Dinge, das freut mich. Aber das ist eine Entscheidung, die wir merken sollen. Wir sollen mit Frieden annehmen, weiten, dass das uns am Golden. Deswegen soll uns das freuen. Nehmt das mit Frieden an. Jakobus sagt auch, das ist uns Tunnelier. Das ist für uns Tunnelier. Das mit Frieden anzunehmen und davon lernen. Und das ist, wo das darauf ankommt. Einmal auf Englisch sagen, this is where the rubber meets the road. Das ist, wo das darauf ankommt. Wenn wir durch diese Dinge gehen, dann am sein, wo wir stehen. Wenn sagt, hey, nehmt das mit Frieden an. Jakobus 1, Vers 3 sagt, dadurch, dass ihr Glauben in die Versegnungen bestehen bleibt, lehr je geduldig sein. Dort darf je weiten. So das, was er will haben, was wir sollen weiten. Geduldig sein, das ist noch ein Ding, wo viele Menschen sagen, mit struggling down. Mit Geduld. Und ich sage einer von euch. Wir sollen Geduld lernen in der Tiden. Geduldig sein, das ist nicht immer leicht. Vers 4 sagt, durch Geduld sein soll je mit eng behouden bleiben, dass je fehlerlos und unbeschädigt sind und je dort an nichts fehlt. Wir können auch oftmals lesen, wo der Feind auch probt, uns zu bringen, wo wir unsere Mut verlieren, unsere Frieden verlieren, wo er uns aufproben will. Und ich denke oftmals, und ich glaube, hier als eine gute Person nur zu kijken, nur den sein Leben, was er durchgehen hat, wo er auf die Probe gestellt wird worden und wo er den Test passen hat. Weil ihr, oftmals ist es, wenn wir Dinge verlieren, wenn wir haben Gott haben, und wir verlieren dort, dann wird uns einmal auch auf die Probe gestellt. Und wir weiten hier, sagt hier in Vers 3 sagt, er wird ein sehr reicher Mann, er hat sehr viele Familien. Eine große Familien, sagt er, hat er. Er hat 7000 Schub, 3000 Kamelen, 1000 Ossen und 500 Esels und sehr viele Arbeiter. So er wird ein sehr reicher Mann. Das sagt, er wird der reichste Mann in der Umgehung zu der Zeit. So er wird ein richtig reicher Mann. Ich habe das mit dir studieren, da wird einer, was ich sage, mit dir neu gerechnet, wie viel hier in Wert wird nur von deutschem Geld nur von deutschen Preisen nur. Hat er das ausgerechnet und er sagt, da wird 20.800.000 $, was er in Wert wird. So ein sehr reicher Mann wird das. Und wir können auch lesen, dass hat Gott gegangen, Gott hat ihn am sehr gesehen, dann kam der Feind an und sagt, wenn du den was all dort wegnehmen, da wird er die pflegen, da wird er die aufsehen.
Und Gott gibt ihnen die Freiheit, er kann ihn aufproben. Weil Gott weiß, von was hier habt gemerkt wir. Er weiß, was er am Stunde ist. So er braucht sich dort, den in den Feinsten Hängen zu geben und sagen, prob den auf. Sein, dass er die wird auf sein. Und dann nehmen sie das Raum, dass er wieder in den Feinsten Hängen gegeben und dass er das weiß, dass Gott hat den Feind die Freiheit gegeben, am aufzuproben. Und das ist noch ein Ding, was ich einmal so denken darf. Wenn er das nu gewusst hat, dass der Feind hat Freiheit gekriegt von Gott, am aufzuproben sein, dass er wird bestehen bleiben, dann würde er vielleicht noch ein bisschen verstehen sein. Aber er wusste nichts von. Und das Erste, was da passiert in seinem Leben, wird am all sein Fei weggenommen. All das Fei, was er hat, wird am weggenommen. Und die Arbeiter, was er hat, die mangt das Fei, die werden angebracht. Das ist das Erste, was er verlieren wird. Und dann sagt er, als er, und da wird einer, was der ewig geblieben wird, die wird in den Arm gekommen, hat ihm das nur recht gebracht. Und er sagt, als er nach reden, dann kommt der zweite All mit dem nächsten, schleicht er nur recht den Arm. Er sagt, du wird eine große Vieh gewast, in seine Schub, in der Horz, die werden alle verbrannt, die werden angekommen. Das ist das zweite Nurrecht. Und war wird einer ewig geblieben, was am könnte das Nurrecht bringen. Und da wird war so, als er nach reden geht, dann kommt der Draht mit der nächsten Nurrecht. Und er sagt, da werden was bonden Menschen gekommen, die haben am all die Kamels weggestohlen. Und da hat noch die Arbeiter, was da werden, mit Schwert angebracht. So, die haben all seine Arbeiter dort gemerkt und seine Kamelen weggestohlen. So hat er ein das nächste, was er hier das Nurrechten kriegt, der schlechte Nurrechten kriegt, was da passiert mit seinen Dingen, mit alles, was er hat, wo Gott einmal gesehen hat. Und dann Nummer 4, dann kommt dort vielleicht das ganz Schwanste von was er hat, was er verliert, das ist seine Familie. Hier verlor er seine Familie. Sagt, da kam ein großer Sturm ab in die bloß das Hüststuhl, wo seine Kinder waren gewasst werden, und wir sind alle zu Tod gekommen. All seine Kinder, 7 Sehens und 3 Dächter. Wir sind da angekommen. Und I don't know, ich weiß nicht, wann da mal, ich habe so ein Himmel belebt nicht, und was einer wird tun, wenn das durch einem sein Leben soll passieren. Das sind Dinge, besonders wenn denkt, das an einem seine Familie. Ich glaube, jeder einer wird sich auf eine Probe gestellt werden, wenn seine Familie soll angebracht werden, auch wenn der sterben wird, oder was immer, wenn der Feind das hat teilgelassen, dass die können angebracht werden, dass die sollen sterben. Aber was ist hier auf der Tau, zu all das, was da passiert in der Arm? Er wird an Ursache gehabt, Gott zu fluchen, am oft zu sein und mutlos zu werden, wenn der eins wäre, wird an Ursache gehabt. Aber was ist hier dann in dieser Zeit, als das passiert wird in seinem Leben, was ist er? Das sagt dann hier ab 1 Vers 20, sagt er, als er das hier, stund hier ab, und reizt seine Kleider zwei, und milch seinen Kopf kohl, und er knei sich vor Gott an, mit seinem Gesicht ab ihr. Also hier braucht er taub. Hier braucht er taub und er knei sich an vor Gott und reizt seine Kleider zwei und hat eine sehr schwere Zeit unternehmen. Aber er sagt, ich kam nicht dich in diese Welt nennen und ich war nicht dich verloren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Dann sagt er, mocht dem Herrn sie Namen gelobt werden. Wo wir es dort sein, wenn das sollte uns passieren, wo wir dann nachher bloß sein, mocht den Herrn sie Namen gelobt werden. Das hat seine Einstellung dabei nach wir, durch all das. Mocht den Herrn sie Namen gelobt werden. Er sagt, ich kann mir diese Welt nicht, er hat nichts gehabt und er wurde mit nichts hier wahrgenommen worden. So er wird hier ein wenig besser gegen Gott. Aber ich nehme fair, der wird das sehr schwer annehmen, dass er alles verlieren wird, seine Familie und alles. Und dann Luther in das nächste Kapitel, das zweite Kapitel, da hier wir von, wo er seine Gesundheit verlieren wird. Da kommt der nächste Test. Er wird sehr krank.
wir waren sein todeskrank. Er wird meist gestorben. Und da hält er ut, aber du wirst nicht einmal in der Zeit, wo er Gott fluchen deit, eins verschlechtet sein deit von Gott, dadurch. Er dachte, er hat 3 große Freunde, die seine beste Freunde waren. Die fangen an zu beschuldigen über Dinge, was er nicht getan hat. Und sogar seine Früh kamen und wollten er so ein bisschen abgeben mit seinem Leben. Mit seinem guten Leben, Gott treu sein und so weiter. Er sagt, fluch Gott bloß mal und dann starb. Das ist was von der Erstattung er hat von seiner Früh. So er verlor seine Freunde, die gingen gehen arm und seine Früh kam gehen arm und seine Gesundheit wie ganz wahrgenommen worden. Aber er hält ganz mit eng ut. Und dann sagt er, als ich alle durch wir, als der Feind jetzt sagt, dass er die nicht bringen kann, dann kam Gott bei der 3 in Segen an. Und dann sagt er in Vers 10, dann leitet der Herr hier ab, das war besser gehen. Der Herr gab hier ab 2-mal so viel, als er vorher gehabt hat. Also alles, was er vorher gehabt hat, gab er noch 2-mal so viel. Er verdoppelt das. So sei gesehen, wird er Luther danach in sein Leben. Und auch seine Familie. Er kriegte so viel Kinder, er wurde gesehen mit 7 Sehens, danach war er Luther auch mit 3 Töchtern. Wovon großen Sehen kriegt er durch all das. Und dann leben wir einmal vielleicht auch ans, wir gehen durch schwere Tiden. Aber wenn wir uns vergleichen mit Arm, ich glaube, dann ist das nicht jeden dort, was er hat durchgemerkt. Und so sind doch viel mehr Geschichten noch, wo wir können lesen von wo der Herr muss utholen auf verschiedene Wege. Und das ist schon sein, denn wenn uns kämen, was auf der Probe gestellt worden, dann weit wir gleich in der Wirklichkeit, wo fast wir stehen da, bei Gott. Und weißt du, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus Christus angenommen als uns persönlicher Heiland, aber wir uns nicht wählen, für ihn zu leben, am zu dienen, am ganz ans Hand zu geben. Wenn wir dort nicht tun, dann sind die vielen Kinder vor in uns Leben. Dann wird er uns tachlohnen. Dann wollen wir gleich auf der Prüfer gestellt worden von den Feind. Dann sind die Kinder vor in uns, wenn wir uns nicht wählen, Gott zu dienen in der Wirklichkeit. Deswegen, wenn wir wirklich Gott seine Diener sind, dann sieht er eine große Gefahr, jeden Arm, was sein Plan ist. Also wenn ein Christ sich abmerkt, hat, für Gott zu leben, sich ganz Hand zu geben für Gott, dann kommt der Feind an und probiert uns anmutig zu merken und uns die Freiheit weichzustellen, die Gott uns geben, die Jesus uns geben, die will haben, die soll bleiben, das soll eine bleibende Freiheit sein. So wir können verschiedene Dinge, was wir uns verloren als Christen, wenn wir vor allem schaffen und sehen Döner sind, dann haben wir uns auf Verfallungen verloren und auf schwere Tiden verloren und so weiter. Einige Menschen, die sagen, wenn sie sich Jesus Christus annehmen und angeben als ihr persönlicher Heiland und vor allem zu leben, dann wollen ihre Probleme alle durch sein, aber alles gleich wiedergehen. Und das ist nicht so, das ist eine falsche Botschaft, wenn wir solche hier haben. Da wollen Tiden kommen, wo uns auf der Probe gestellt werden, als wir würdig sind, für ihn zu schaffen. 2. Timotheus sagt Paulus ist das, 2. Timotheus 3, Vers 12 sagt er, all die, soll nicht bloß Wort, er sagt, all die den festen Willen haben, als Christen fromm zu leben, müssen mit Verfallung rechnen. So, das ist eine Versprechung. Er sagt, das habe ich verloren. All die, nicht bloß Wort, was den festen Willen haben, als Christus fromm zu leben, müssen mit Verfallung rechnen. Viele Christen in der Welt, wenn wir lesen, dann, was da passiert, viele Christen wurden sehr schwer verfolgt. Für ihr Glauben wurden verfolgt und aufgeprüft. Und das sind so nur die geben an, die können nicht utholen. Aber das sind auch so nur die holen fast in den Glauben. Also die Christen, wird uns gesagt, die können sich ab Tiden verstellen, dort wird nicht, dort werden Tiden kommen, wo uns wird aufgeprüft werden. Und da werden nicht einmal leichte Tiden sein. Sogar Jesus, als er hier auf Erden wird, wird aufgeprüft, wird verfolgt, auf verschiedene Wege.
Also in Johannes 15, Vers 20 sagt er, denkt daran, was ich euch gesagt habe, ein Knecht ist nicht rater aus sein Haar. Wenn sie mich nur gestohlen haben, wollen sie jünd auch nur stohlen. In Vers 21 sagt er, dit wollen jünd alle wegen meinen Namen andaunen, weil sie den nicht kennen, der mich geschickt hat. Also den wollen sie nicht kennen, der ihn geschickt hat, also Gott. So wer wird uns das andaunen? Das wollen die Gottlose tun. Die gottlose Menschen tun, was Gott nicht kann tun. Das sind unsere Arbeit aus dem. Und dann 1. Petrus 4, Vers 13 sagt er, Fred jünt Leute. Er sagt, wir sollen den Fred holen. Fred jünt Leute, weil es da ist so eine Versicherung, wo je Christus seine Leidenspartner. So don't denken, dass wir wollen seine Partner wollen, durch das Leiden. Und dann wollen wir nachher auch den Frieden haben und seine Herrlichkeit teilzunehmen, der den vandaag kommt, oder der dann vandaag kommt, wenn Jesus kommen wird. Also erstens sagt er, dass wir wollen Partner wollen an Jesus Christus, an den sie Leben, was er aufgeleden, wo wir Partner sind an Jesus Christus, und auch wir wollen teilnehmen an der Herrlichkeit, was uns wird gegeben worden, wenn Jesus kommen wird. Also dort können wir uns verloren und dort kann Part von unserer Frieden sein. Dort können wir uns da freuen, dass da wird eine Zeit kommen, wo die Herrlichkeit wird, wo wir die Herrlichkeit erleben können. Und das soll uns Frieden geben. Einmal, wenn wir durch Tiden gehen, dann vielleicht dann denken wir vielleicht, ich bin der ganz Einzige, was durch diese Tiden gehen. Aber die Schrift sagt, dass alle Christen gehen durch schwere Tiden. Einmal würde vielleicht sogar bloß für uns selbst leben, bloß ich gehe durch diese Tiden, durch diese schwere Tiden. Wo er sagt, dass alle Christen, alle wollen durch Tiden gehen. Der Feind, der schafft an jeder ein, an jeder Mensch. Vers 8, in 1. Petrus 4, Vers 8 sagt, sieht der gedacht in Wacker, will es gehen jener. Also der Feind, der ist jener, anstatt ans jener, der böse Feind, schlägt sich ran aus dem brandenden Leben und sägt nur wem, den er versegnen können, verrieten können. Gleich ist er mit hier ab, er kam und er fängt hier ab und dachte so, hier hat er eine Gelegenheit. Das wird ein reicher Mann, von Anwalt alles wird weggenommen worden, da wird er wem haben, was sich für jeden Gott drehen. Aber er hat sich angeschmiert. Und so braucht er mit dir und mir auch zu tun. Er braucht zu sein, dass er uns verrieten kann, dass er uns kann die Freiheit wegnehmen, wegstellen, die wir in Christus können haben. Und wenn er dort kann, dann hat er viel gewonnen. Wenn er in Christus seine Freiheit kann wegnehmen, dann hat er viel gewonnen, mit was er im Sinn hat. So deswegen, wie kann es sein, dass all die sehen wollen, tun wollen, die sind Partner und Christus sind Lieden. Und Jesus sagt auch, dass alle Christen, die wollen Verfolgung leiden. Er sagt sogar zu seinen Jüngern, was er mit anwirren, er sagt, sie wollen alle Verfolgung leiden machen und durch schwere Tiden gehen. Matthäus 4, Vers 10 sagt, dass selig sind die am Gerechtigkeit willen verfolgt wurden, weil es das Himmelreich als Erd. Und auch Vers 11 sagt, selig sind die, gesegnet sind die, wenn der Mensch an mein Hoven über jün schellen, jün verfolgen und jün allerhand Schlechtes nur reden, wenn das nicht so ist. Und so passiert. Und er sagt, gesegnet sei ich, wenn das jün passieren wird. Und Leute, das ist, wo das darauf ankommt, wenn wir nicht wirklich angewurzelt sind in Jesus Christus, dann können wir uns gleich freuen durch diese Tiden. Dann können wir das nicht verstehen und wir können uns auch nicht freuen und wir sind nicht wollen uns dort unternehmen. Vielleicht kicken wir dann einmal sogar nach den Nicht-Christen, die nicht Christen sind und kicken, wo die leben tun und alles geht gut in ihr Leben, dann sagen wir einmal sogar vielleicht nach aufjanstig, dass nichts angeht, dass keine Verfolgung leiden, brücken oder eins Wort. Wir haben vielleicht mal den 73. Psalm gelesen, der Schreiber, der Psalmist hier, den ging das auch so.
Hij kon het niet verstaan, de dingen wat hij durchgegaan deed. En hij kijkt naar de godloze mensen en hij zegt, hij had meest zijn geloven verloren dadurch. Hij zei, mijn feit had meest geglaubt. Ik was zeer meest gevallen. So hij was meest bij gekomen dat hij kijkt die godloze mensen aan en dat hij vergelijkt met wat hij durchgegaan deed en dan fängt hij an zich te worden. Zei, kijk maar, wo geht der aan? Der brengt euch durch diese schwere Tiden gehen. Und er sagt, wir haben seine Feit wir meist was geglaubt und hat meist den Glauben verloren. Und er sagt sogar in Vers 3, sagt er, ich wie aufgehenstig von der Stalt der Pocher, als ich sag, wo Gott der Gottlose das ging. So er wird noch sogar mit aufgehenstig über dich. Also der hat diese schwere Tiden, diese Dinge, was sie brauchen leiden, als die Christen machen, als Heimus. Nun hier, das ist der Vertalen, und hier sie immer so, da hat er alles taub. Der eine in alles, der eine in die ganze Welt sogar, sagt dort. Dann sagt er, das ist für das gottlose Leben tun. Und er sagt, er kann das nicht verstehen, er kann das nicht begreifen. Er hat einen schweren Titel dort unternehmen, dort zu verstehen, so ist der Leben leiden. Vers 12 sagt er, dit ist so aus der gottlose sind, ohne Sorgen. Und sie wurden in Amerika. Und dann sagt er, dort hat nichts geholfen, dass ich nicht in Sinn lebe. Dort hat mich nichts genützt, dass ich mein Hort in meine Hänge habe reingeholt. Hier sagt er mal sogar, dass ich habe für Gott gelebt und ich habe sein sinnfrei gewasst und ein reines Leben gelebt. Das hält mir alles nicht. Aber da wird eine Zeit kommen, wo das abhören wird. Da wird uns gewesen worden, für was wir gelesen haben, für was wir ausgeholt haben. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt, und wenn je hier erst ein Stolzje gelesen haben, was der gnadensvolle Gott, der in Christus Jesus seine ewige Herrlichkeit berufen hat, jünt selbst abrichten und bei der Hand stellen und stärken. Kriegst du es heute hier abdeut? Er leitet das bei der Gott gehen und sehen an. Sei er wirklich. Und er wird gestärkt und er wird gesund und wird gesehen bei mit einer Familie und hat bei ein großer Reichtum, dass er das andere bei der Gott gehen deut. Und das ist, was Gott zu uns auch kann, jedem einen, was durch schwere Tiden gehen wird. Er sagt, er will hat alle Macht in Herrlichkeit in Ewigkeit. Vielleicht sagen wir auch so, dass das Psalmus sein wird, dass wir haben eine schwere Zeit, das verstehen, das zu begreifen. Vielleicht haben wir eine schwere Zeit mit dort. Er sagt in Vers 16, sagt er, als ich das alle probe zu verstehen, wird das zu andreckend für mich. So haben wir das zu schwer zu begreifen. Und sagt er, aber ich in Gott seine Heiligtum nennen und da verstehen können, was die Gottlose für ein Engel haben. So als hij het stehen, waar ik nu kijken deed, wat het met die wordt stehen, op een van die leven, dan zag hij dat, wat die worden van eng gaan. Dan wist hij dat dit weer dat wird. Die worden een schwaar eng gaan. Die worden niet in Gott eng gaan, want ze dat hier ook in Gott gaan gaan. Want ze niet broken lieden en verfolgt worden für den Glauben. Weil er hat eine schwere Zeit verstanden, wird er in Gott seine Heiligtum nennt ging. Da kriegt er zu sein. In Sprecher 10, Vers 28 sagt er, was der Gerechte in Utsicht haben, bringt an Frieden. Aber der Gottlose erhupen es vergebens. Ob dort wurde sich verloren, dann das ist vergebens. Das ist alles vergebens. Was vergehen. En Hiob sagt ook in Hiob 8, Vers 13, so geht das mit all die, wo Gott vergeten. Ohne Gott verlässt einer alle Hoffnung. Ohne Gott verlässt einer alle Hoffnung. Dann ist es keine Hoffnung für einen Mensch. Aber für die, die standhaft bleiben, wird eine herrliche Belohnung sein. Da können wir uns zu freuen. Das kann unser Friede sein.
En dan te weten dat we kan partner zijn met Jezus Christus, durch Leden, wat hij heeft geleden. En doch nog lang niet zoveel hebben geleden als hij had moest leden. Am wordt verkield en am wordt gekriezigt voor onze zinden. Dat hebben we gebruikt durchgegaan. Aber am wordt verspot en belaagd en so wieder. Maar so du sagt, der Fredjenleiber willst durch so eine Versicherung, wo je Christus seine Lebenspartner. Und dann, wo je nachher auch der Fried haben und seine Herrlichkeit teilzunehmen. Also der Fried, der je nu hat, wo wir auch die Gelegenheit kriegen, teilzunehmen an. Der dann von der kommt, wenn Jesus kommen wird. Und was die Schwester, das soll uns Ursache geben, festzuhalten an der Fried, der er uns gegeben hat, was eine bleibende Fried soll sein in uns Leben. Ich las von einem Prediger, was geschrieben hat von der Gefahr, was ein Christ hat, was der wir, wenn er den Fried verlieren hat, was Jesus Christus uns gegeben hat. Er sagt, da steht eine große Gefahr. Wenn du den Fried loslassen lässt und du den verlieren lässt, dann stehst du in eine große Gefahr. Wenn du den Fried lässt ladig werden. Dann hat er das verglichen mit einem Fortig, wenn der ladig fahren wird, wenn den Fortig ladig wird, wenn du nicht mal Gas hast, dann weißt du das kämpft da, wo du in Gas ran, dann wirst du mit dem Stillstand kommen. Und du, als es nötig war der Tank voll zu fallen, dass er wieder fahren können. Und er sagt, kriegst du wieder mit einem Christ. Wenn du die letzte Fried wegnimmst, der Fried kommt immer laden, immer weniger. Du kämpft da, wo der Fried ganz weich ist, dann hast du keine Hoffnung mehr. So, das ist nötig, dass wir anhalten an der Fried. Und wir haben die Macht, der Fried anzuhalten. Uns ist die Macht gegeben worden, dass Jesus will haben, dass uns soll der Fried bleiben. Das soll eine bleibende Fried sein. Und er sagt, dass meine Fried in jünd bleiben möchte und dass je jünd ganz freien kann. Nicht bloß in welchen Tiden, wenn da auch Umstände in uns Leben sind, dann soll wir die anhalten an der Fried. Das soll eine bleibende Fried sein. Und du kannst wieder Umstände in uns Leben annehmen als eine Gelegenheit, stärker zu werden, fest anzuwarten in Jesus Christus. Das ist eine Gelegenheit zu wissen, dass wir lernen, geduldig sein und standhaft sein in den christlichen Wandel. Und dann nicht den Feind die Gelegenheit geben, uns der Fried wegzunehmen. Geben den Feind nochmal die Gelegenheit, uns der Fried wegzunehmen, mit schlechten Nachrichten oder was immer das mag sein, dann verjährt uns der Fried sogar. Aber nicht erloten, anhalten, festhalten. Das ist gute Ursache für, festzuhalten an der Fried, der er will haben, der soll bleiben in uns Leben. Das gibt uns vielleicht eine gute Mut zu hören von so einer Andacht ist das. Von schweren Tiden, die wir durchgehen. Aber weißt du was, das der Chef sagen, dass durch jeder Christ eine Zeit oder eine andere Zeit, durch eine Zeit, wo die schweren Tiden durchgehen. Und das ist wahr. So, ich will uns bis Mut sprechen, dass wir festhalten und beständig sein in den Dienst, wo er uns auf den gesagt und was immer das ist. Und wir als Christen, wir sind alle Diener Gottes. Auf einer steht, auf der anderen steht, hat er uns angestellt, zu dienen, und treu zu sein und standhaft zu sein. Und uns nicht loten der Fried weichstellen. Das ist, was mein Gebet ist für uns alle. Wir nach dem Schluss beten. Großer Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir deine Kinder sein, dass du uns geraten hast, dass du hast uns angenommen als deine Kinder und dass du auch ein Verlangen hast, dass wir sollen eine Freude haben in den Dienst, wo du uns hast angestellt. Und wir weten Gott durch seine Umstände in uns Leben, wo das nicht immer sehr leicht ist, dass, wo wir uns auf eine Probe gestellt, als wir unsere Freude verlieren. Und wie man das tun, das passiert oftmals, wo wir die Freude dann verlieren und dann haben wir keine Mut. Und dann merken wir sogar vielleicht auch rechte Entscheidungen in uns Leben und alles, was wir tun. Ich bete Gott, wenn wir in der Fall angeraten dass du uns stärken mit den Heiligen Geist in uns Wesen, dass du ein allmächtiger Gott bist. Du bist der, was uns gemerkt hat.
En du was der, wat ons deze vrede gegeven hast. En du was han, dat zal een blijvende vrede zijn. Zo ik bid, wanneer dat passieren, dat te eens een, dat du ons dan sterken en wijzen, dat du was han, dat we zullen de vrede han en dat we zullen mutig wieder leven. En besonders voor die leven en een dienst voor die doen, dat we dat worden waarlijk doen en met vrede kunnen doen, dat we wat immer ons im Stich komt, dat wat jij in ons komt, dat we dat worden kunnen afzien en aan die kijken van waar onze hulp komt. Dat we weten dat bij die is immer hulp te komen. Du bist een almachtiger God en ik dank je dat we die kunnen doen. Dat du, der almachtige God, der Himmel in ihr gemerkt hat, der Menschen gemerkt hat, und ihn ebenbild, dat du uns was auch helfen, dat du was haben, dat wir sollen ein freies Leben haben hier bei ihr, wann die Tiden auch bei uns auf eine Probe gestellt wird, weil ich will, dass uns nicht macht, doelbringen und mutlos merken, und dass wir dadurch würden unsere Freiheit verlieren und an die vielleicht so